Ganz ehrlich, er ist ein Wahnsinnsfußballer und es war immer Panik, wenn er gegen uns gespielt hat. Ich bin heilfroh, dass er jetzt das richtige Trikot trägt. Hier ist Robert Lewandowski. Heute werden wir noch viel Spaß haben, das sage ich. Ach ja, Jungs, Mädels, Mamas, Papas, was soll man denn über ihn noch sagen? Er ist bei Bayern München, er wird immer bei Bayern München bleiben. Ich mach schnell, er ist einer der geilsten Kicker der Welt. Er ist Europas Fußballer des Jahres. Hier ist unsere Nummer 7, Franck Ribéry. Ich stehe mit gut, ne? Ja, Freunde, und dann einer. Da schlugen auch zwei Herzen in meiner Brust. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Zum einen bin ich ausgeflippt, als Deutschland diesen historischen Halbfinalsieg gegen Brasilien hingelegt hat. Aber als ich ihn dann gesehen habe, nach Schlusspfiff, dachte ich mal, Junge, komm schnell wieder nach München, da kannst du auch wieder jubeln. Bitte einen speziellen Applaus für Dante! Und dann, liebe Bayern, ganz ehrlich, ich hab's gesagt, es ist eigentlich nicht möglich, dass ein neuer Trainer gerade nach dem Gewinn des Triples nach München kommt und dann in seinem ersten Jahr die schnellste Meisterschaft einfährt, die jemals ein Bundesliga-Verein geschafft hat in 50 Jahren Bundesliga-Historie. Er hat es gemacht. Ladies and Gentlemen, Señoritas y Señores, hier ist Pep Guardiola! Hier sind die World Champions. Was hat er für eine Leistung abgeliefert? Gerade im Finale. Jerome Boateng! Finale gegen Argentinien. Verlängerung. Es steht 0:0. Noch 7 Minuten zu spielen. Die Flanke kommt. Angenommen. Das Ding rein zum 1:0 Treffer. Wer kann das? Ein gebürtiger Allgäuer. Hier ist Mario Götze. In der Brandung. Natürlich vollkommen zu Recht zum besten Torwart des Turniers gewählt worden. Die Welt hat den Atem angehalten bei seinen Leistungen. 19 Ballkontakte gegen Algerien außerhalb des Strafraums. Mensch Junge, das war das Turnier meines Lebens. Die Nummer 1 im Tor des FC Bayern München. Manuel Neuer!
kriege noch Gänsehaut. Erinnert ihr euch alle noch ans Auftaktspiel gegen Portugal? Was ist da geredet worden im Vorfeld? Meine Damen und Herren, einem Oberbayern war das wurscht. Der geht nass und spielt Fußball und schießt heute mal 3 Tore und ist dann einfach ein wahnsinnsgeiler Kicker. Hier ist Thomas Müller! Synonym gibt für Wille, für Einsatzfreude, für Kampf, für den unbedingten Willen, so ein Spiel zu gewinnen, dann hat das die Welt gesehen an diesem Tag durch ihn. Die Bilder gehen nie mehr aus dem Kopf. Das ist dein Applaus, Passion Schwarzer! Capitano. Jetzt hat er wirklich alles gewonnen. Jetzt hat er uns gewonnen. Unser Kapitän, nicht nur des FC Bayern München, sondern eben auch der deutschen Fußballnationalmannschaft. Hier ist der Weltmeister Philipp Lahm. Welcome back, World Champions! Ganz kurz nochmal, damit wir alle eine Gänsehaut bekommen, Freunde. Mario, ciao! Das sind sie, die Heroen. Schön, dass ihr da seid. Die Mannschaft geht noch feuchte Augen. Hier ist die Mannschaftsaufstellung des FC Bayern München. Unsere Allstars im Tor. Hans, Jörg Wundt. Mit der Nummer 2, Markus. Die 3, Weltmeister von 1990, Hans. Mit der 4, Oliver. Die 5 unvergessen, Robert! Mit der 8 Bayern-Legende, Paul! Mit der 9, schön, dass du dabei bist, Junge, Giovanni! Die 10, Olaf! Mit der 13, Paulo! Mit der 17, auch er hat sofort zugesagt, ist das schön, ihn wiederzusehen. Marc! Und die 21, Alexander! Großartig, Dankeschön. Ein Spitzenspieler bei den Allstars des FC Bayern. Für das Tor mit der 25 Marco Lukas. Die 6, Harald Czerny. Mit der 7, das ist Marcel Güttencheck. Mit der 11, Michael Rummenigge. 14, Markus Schulz.
scheint Manchester United zu liegen. Ich kann mich gut erinnern, dass er auch schon mal ein Tor in Old Trafford geschossen hat. Das ist unvergessen unser Paulo! Neuer Spielstand. FC Bayern. Manchester United. Danke! Wenn er sich einrollen kann. Torschütze war unsere Nummer 9, Giovanni! Und dann haben wir einen neuen Spielstand. FC Bayern. Manchester United.